Servus miteinander, der Johann Barsi ist da. Jetzt muss ich euch einmal eine Geschichte erzählen. Eigentlich bin ich ja kein so großer Freund von Kokosmakronen. Aber vor ewigen Jahren bin ich einmal nach Griechenland gefahren, im Sommer. Und dann bin ich in so eine Bäckerei gegangen. Dann habe ich geschaut, eine wunderbare, saubere Bäckerei. Der Chef von denen, der hat in Stuttgart bei irgendeinem Autowerk gearbeitet. Der war gleich so freundlich und da habe ich Makronen gesehen, die nicht bloß Eiweiß drin gehabt haben und so ganz weiß waren, sondern ein bisschen anders. Jetzt habe ich aber nirgends ein Rezept gefunden. Jetzt dürft ihr heute bei einer neuen Kreation von so einem Rezept mit dabei sein. Wir brauchen logischerweise Eiweiß, Zucker, eine Prise Salz und das schlagen wir mal auf in unserer guten Maschine. Und das Schöne an diesen Makronen war, die ich da gesehen habe, dass die richtig schön saftig, leicht und locker waren. Ganz anders wie unsere Kokosmakronen, wo man meint, die sind immer bloß vom Resteiweiß gemacht. Man muss aber auch bedenken, da gibt es auch gesetzliche Vorgaben für Makronen, da darf kein Mehl rein, außer bei den Kokosmakronen. 3%, nicht mehr. Aber wir brauchen gar keins drin, wenn es funktioniert. So, Dalla, Juppi, kaum warten wir 3 Stunden. Schon ist fertig. Nein, knappe 5 Minuten, mehr hat es nicht gebraucht. So, und man sieht, wie schön dass er steht. So, Dalla. Jetzt kommt einmal das rein, was man sonst nie sieht. Frischkäse, damit sie saftig bleiben, die Makronen. Dann tun wir einen Spritzer Zitrone rein. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dieses Rezept, dann seht es ihr sowieso nicht, weil wir das dann rausschneiden. So, jetzt kommen die Zaubereigelb rein. Puderzucker noch. Und was fehlt noch? Die Kokosmakronen raspeln. Fangen wir mal mit dem Teil an. Jetzt können wir es aufdressieren. So, und zum Aufdressieren fülle ich es da in einen Spritzsack. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Löffel machen. Ich habe ein bisschen größere Oblaten. Aber ihr könnt auch die kleinen Runden nehmen. Man merkt, dass ich ein bisschen aus der Übung bin. Wir hätten da einen Anschiss gekriegt, wenn wir da solche Zipfchen da oben hingemacht hätten. Aber da schauen sie wenigstens selber gemacht aus. Jetzt kommen sie in den Ofen, 180 Grad. Schauen wir mal. Nein, nicht die da herüben, die sind die Schienen. So. Und jetzt kommen die Oblaten noch runter.
die wo so drüber raushängen. Und so müssen Makronen sein. Außen knusprig und innen schön weich. Und ich kann es jetzt probieren, ihr nicht. Servus beieinander. Viel Spaß beim Nachmachen. Und immer gut aufpassen, was Neues gibt. Sind schon gut. Johann Basi